Gute Marius. Ik wil jullie ook gruisen in Jezus Christus, ons Herr und Heiland sie noemen. Durch den, wat wir kann frei gesagt worden und frei sein. Wenn ihr ein Bild gekickt habt, den Titel, was ich das Botschaft gegeben habe, als Jesus ist gekommen, die Läwen zu Jäwen. Das ist besonders für mich, wie kann sein, dass ich abgewaschen sehe und die Dinge, was ich mir immer hat, deutlich zu merken, in meinen Innenkopf, was ich hoffen würde, seine Botschaft ist das, bei mir immer sehr viel wird oder sehr wichtig werden. Hier wie von ein bisschen, ich will mit übergehen, was die Welt mit Worten anspricht, zu verstehen und auch, wo ich wie wirklich sein Friede sagt. Die Vers, was du angegeben hast in der Bild in Johannes 8, Vers 36, sagt, du wirst, wenn die sehen, können frei merkt, sind sie wirklich frei. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns im Denken zu haben. Wodurch die Freiheit kommt, was wir haben, wodurch wir sind frei gemerkt worden. Wenn ich sage Freiheit, ich meine nicht Freiheit, alle Sachen ausrichten, aber frei von Sinn. Die Welt hat viel unterbeiden von dir und hat vielleicht noch einmal gehört, aber besonders von dir und auch von all den weltlichen Sinn, was wir beleben können. Und sehr viel unterbeiden. Einmal ist es ein bisschen schwer, vielleicht, von uns unterzusehen, was die Dinge Sinn sind oder nicht. Wenn die wirklich so gesagt sind, dass ich merke, dass es schwarz oder wird, das ist recht, das ist recht, das ist ja oder nein, das ist nicht ein Medengang, das ist ja oder nein, recht oder recht. Und doch, dass die Welt alles unterbeiden hat, die findet es auch klug und auch alle Sorten Dinge, die uns sagen, mit zu verdrehen. Und teilweise fangen Dinge an, nur gräf zu lassen. Und es steht schwarz oder wird, dann fängt es meistens an zu lassen, es ist hier war die nicht nev. Und du schaffst die Seier mit man sagen, den du in den Teil leiden, wie kann alles mit uns sagen, was gräf ist, wenn ich echt recht schuden hätte oder so. Und dort wird es antworten an jemand, fingen wir uns, dass wir uns Leute in den Sinn nachgeroden und sie wieder Bahnen haben uns verskloft mit was der Dinge, wo wir schworen, Zeit haben, zurückzukommen. Ich will erst ein bisschen übergehen, was die Welt unterbeiden hat. Und dann will ich noch ein bisschen übergehen, was Jesus von dir zu mir und zu dir sagen, das du fand. Wenn ihr in der Bibel mit haben, 3. Galater Kapitel 5, dann bloß ein paar Versen, wo ich dir übergehen, bis mir die Dinge bin, was wir wollen rausheben. Und dann wollen wir von dir wieder gehen, was Jesus zu sagen hat, von all Sound. Galater 5, Vers 19, sagt er, was das Fleisch verworfen hat, ist klar. Sagt er, du erst, und dann fängt er an mit lange die Dinge, was du alles erst, was das Fleisch unterbeiden hat. Und hier sagt, was das Fleisch verworfen hat, das meint eine unbekehrte Person oder was die Welt unterbeiden hat, was die Propheten versklaven. Das erste Ding, was wir bedenken, das ist Ehebruch. Die 19. Versen haben wir. Wenn wir an das denken, dann wir sagen, das ist ganz klar. Ich kann mich befrieden. Nur uns befrieden, niemals mit einem anderen Partner habt ihr was. Ich kann auch nicht euch gebrauchen, so das passt da nicht bei mir bei. Und doch, wenn wir kicken dann, was Jesus sagt, dass wenn einer der eine andere Person kicken mit Last, du habt einer, der wird wollen haben, dann hast du euch gebrauchen. Das ist all euer Bruch, wenn du das noch nicht wirklich getan hast. Jesus sagt, wenn du noch mal gekickt hast, du habt dort die Wurst gleichen, das zu tun. Das ist nicht dann, dass du morgen bist oder früh. Wenn du hast eine andere Person gekickt, dass die morgen oder früh und hast dann die Gedanken gekriegt, sagt Jesus, dort ist all euer Bruch. Vielleicht bist du von verdiente Bekehrung, oder vielleicht bist du noch nicht bekehrt, aber versklavt mit Fleischeslast. Das ist eine schwere Zeit vielleicht für die nicht so eine Sorte Gedanken zu kriegen, die ab dem Kicken das. Das ist, was das Fleisch unterbeiden hat. Der wirkliche Wort meint hier so über euer Bedenken, wenn einer wirklich bitte einem sein euer Leben hat von unserem Partner gehört.
Das zweite Ding, was ich hier sagen, das ist du mit B, als Hürerie. Da meint so viel mehr Partner haben, wo immer dann Gelegenheit gibt, dann du mit einem Partner kommen, das ist Hürerie driven. Das ist never nicht zufrieden sein mit, wo Gott hat auf eingeführt hat. Er am Anfang, das ist nicht gut, wenn man allein ist. Er soll seine eigene Früh haben. Und wenn das nicht gut ist, dann hat alle Sorten für Partner gehabt, das meint rumhören oder Hürerie driven. Der nächste, das war du auch noch ein bisschen mitbietet, sage ich, Anreinheit. Das meint ein bisschen, dass wenn meist alle Dinge immer schwierige Gedanken hast, anreine Gedanken. Das ist nicht bloß, wenn du was in die Kappen angekommen, was du nicht mehr hast, so wollt, und du hast was bei und dann, wenn du dort an der Seite schreiben, sagst, no, das ist nicht gut, hier wollt nicht mehr an denken. Du wirst ein Prediger, der sagt, du kannst das nicht bedecken, wenn du einen Pfeil über den Kopf fliehen. Du kannst nicht tun, du kannst fliehen, wo du willst. Aber du kannst den Bedecken von der Nasbüren auf den Kopf. Das ist mir von was ich hier reden, wenn Anreinheit, an schwierige Gedanken und so weiter. Du kannst das nicht halten, wenn du eine schmacke Person fertig vorbeigeht, was wir sagen. Aber du kannst auch was tun, wenn du da hingerankickst und anfängst Gedanken zu kriegen davon. Dort ist dann Leuten das Fell und Nasbüren auf den Kopf und da steht dort bloß Leuten fliehen. Und hierbei fängt viele Menschen sich, das ist ein leichtes Ding zu tun und das ist ein sehr leichtes Ding zu verstärken, weil du kannst nicht in den Kopf nachchecken und aufdagen und sagen, ich habe mir die Gedanken, was ich gehabt habe. Das ist ein plätsches Ding für jeden einen von uns. Das ist ein sehr schweres Ding zu beweisen, bitte, du kannst nicht mehr Kontrollen darüber in Menschen anfangen zu sagen, was du für Gedanken hast, aber das ist ein Part, was das Fleisch unter beiden hat, das ist nicht von Gott. Dort ist so, dass Gott hat sehr viel, sehr schmacke Menschen gemerkt, die haben einen sehr guten Job getan mit Menschen merken, wenn die sagen, die sollen arm lecken und die Menschen die sehr schmacken, das ist auch okay, wenn die schmacke Menschen sind. Aber was du mit dort das und deine Gedanken hast, wo das Anreinheit von herkommt. Der nächste, was heute abreden, in den 19. Vers, ist unbandet Läwen. Das ist vielleicht ein bisschen, wo vielleicht kein bisschen verglichen mit nicht kann. Vielleicht wenn du was abkommt, wo du weißt, vielleicht das ist nicht gut oder reich, vielleicht ist es ein von so einer Gräbe Areas, wo du nicht kriegst, vielleicht nicht weit ist, aber fallen kostet auch, vielleicht das ist nicht reich. Aber kannst du bloß nicht ganz kontrollieren, wenn du noch weißt, dass du damit kloren das, was andere dann noch sagen. Bloß nicht die Kontrolle haben über die Salze, die du nicht mit kloren das. Und dann angeben zu der Last, was einer dann hat, unbandet Leben, nicht kann kontrollieren, was wirklich wie tun wollen. Einmal ist es, und ich hätte es nicht, wenn wir haben, Zeit lang einmal geschmeckt oder getrunken oder Drugs getan oder was immer das ist. Vielleicht ist es wegen Fleischeslass, Jurenlass, wenn man das dann ist, vielleicht zu verleiten oder zu verdrängen, all diese Dinge. Fängt hinter dann sein, ich will gieren. Ich will damit abhören. Ich kann das nicht. Das ist, was ich meine von unbandet Leben. Das ist nicht gemeint, dass du vielleicht wirklich weißt, alle Sorten bei diesen Dingen tun, aber du kannst vielleicht bloß nicht die Regeln, das unbandet, das ist nicht so, wo du unter Kontrolle bist, jetzt anzutun. Nicht so reich kann kontrollieren, korrekt, aber der dann jetzt fahren muss. Vielleicht ganz im Kopf gemerkt, das wird nicht mal passieren. Und dann kommt dort fertig und dann wird es angeben und sagen, okay, ich will das nicht, ich benutze das hier nicht durch. Und ich kann ein klein bisschen mitfallen mit solchen Dingen, wenn ich auch, es nach Gänge wird, ich habe mich auch gewarnt mit Schmecken, und ich habe auch fair an, heute in meinem Kopf, ich will abhören. Ich weiß, das ist nicht gut für mich, es ist nicht gesund, es ist nicht reich, ich will abhören. Und ich probiere fair an. Und dann schafft ich manchmal sehr lang, bis die nächste Person vielleicht 5 Minuten lauter, so wenn eine Person fahren will, wird dann sogar beiden Leute sagen, okay, dann nehme ich die Wein. So, das ist nicht, dass es immer plötzlich ganz leicht ist, aber immer angeben,
So schwinnes wat fertig als angeben, sagen, oh, ich will das nicht, bin ich weg dann. Das ist ein großer Part von anbahn Leben. Never nicht kann Dinge unter Kontrolle bringen. De 20e Vers redet von Aufjäterie. Und das würden die meisten von uns vielleicht sagen, oh, das traf mich nicht. Weil ich weiß nicht, das ist ein Gott. Das will mich annehmen als Gott, ich das sassen Stein aus Arm. Und dafür, wenn wir ein bisschen benannt kriegen, vielleicht darüber doch. So, was ist so reich dein Gott? Wenn wir fragen, dann, was ist dein Gott? Wer ist dein Gott? Es ist vielleicht leicht zu sagen, oh, Gott hat alles gemerkt, das im Himmel und das wer Gott ist. Aber wo stellst du dich ab mit dem Gott dann? Wo teilst du an dann in dein Leben? Was für einen Platz nimmt er? Als Gott für Dinge, so das Haus, was du hast, oder was du weißt. Einmal haben wir so einen Aufgang in uns. Da ist uns, als er dann rufen, wenn sich dadurch so fallen lässt, ist vielleicht hat Gott gesagt, das ist nicht für die, das habe was anderes für die. Aber das, was mich jankert, und alles, was kann tun, ist, um das zu kriegen, wenn er dadurch hat, dann das Abstrom von Bernen, Büten, so saß, und er kann, und das immer mehr, und in der Zeit, die geht, meist alle freie Zeit, was du hast, geht alle tun, das geht dann all dich bei, nur dort dann dein Gott ist. Wenn alles, all die extra Zeit, was du hast, das hat bloß alle an das Denken an. Als vielleicht nicht Zeit zum Bibelstunden haben oder zum Gebetsleben haben, oder so wieder, wenn das viel zu tun und dort viel zu tun, ich will bloß mein Haus. Vielleicht hast du nicht dein Haus, vielleicht hast du deine Familie. Vielleicht hältst du deine Familie für Gott. Und es wird nicht schlecht, wenn du viel mit deiner Familie aufgeben darfst. Aber wenn Gott nicht der erste Kampf, wenn du das, alles, was du kannst, mit deiner Familie, was immer das dann muss sein, es wird ein Holiday sein, wegfahren mit der Taupe, was immer das dann muss sein, bei rennen alles, was du kannst tun, was dein Tiet dir erlauben wird, dass rennen alles, was du kannst Familie haben. Und ich kann persönlich einen Mann, der sagt, ein Ding, was die Menschen von einem Tag würden sagen, ist, hat seine Familie, was ihr rennt. Und das ist ein gutes Ding. Nicht arg mit unserer Familie, sei hochteilen und viel Zeit mit dir spenden. Aber wenn dort der Platz nimmt, der wir soll haben mit Gott taub, vielleicht einmal vergessen, in der Kirche zu fahren, wenn wir geplant als Familie einfach zu tun. Das ist nicht, ich will nicht sagen, dass arg einfach mit Familie zu tun und dass jeder sonntagsmorgens in der Kirche sagt, und dort wird die reich oder heilig merken oder so. Aber wenn du Gott nicht den Platz geben lässt in dein Leben, in der Familie nimmt das alle Zeit, vielleicht ist das bei dir als ein Gott, dass du die Familie für Gott stellen lässt. Oder vielleicht hast du deine Arbeit. Vielleicht hast du nicht Zeit für Dinge, so Bibelstunden, Gebetsstunden oder in der Kirche fahren, wenn das Arbeit zu tun. Meine Arbeit verlangt dort, und viel Geld zu verdienen und so weiter. Und dann sollten sagen, ja, das Ding eine Arbeit haben, wenn wir machen für unsere Familie sorgen. Aber wo ist das Platz Arbeit? Wo ist der Platz in deinem Leben? Ist das so, du schaffst, so dass du leben kannst, oder dass du leben zum Schaffen? Wir können leicht das vertuschen, dass die Arbeit einen anrechten Platz hat in unserem Leben, dass wir all unsere Zeit brauchen, so viel wie möglich kann an der Arbeit, weil das ist sehr wichtig bei uns. Einmal sagt der Doktor, ist das fertig. Das ist noch ein Ding, was von Arbeit ist, oder Familie, oder Kirche, oder so weiter. Aber er fertig ist blitzend blank. Der Bass der Rimmste an. Kriegt hoch genug abgehoben, sodass der hoch genug satten wird, oder leer genug, oder breit genug, oder schmal genug. Aber dort ist alles bloß Krack. Und dann, wenn ein Kind dich beikommt, dann, oh, nicht zu dich beigehen. Bei mir war es schon anscheren, oder ankleiden, oder vielleicht ein bisschen eine Plage anmerken, oder so. Nimm den fertig in dein Leben den Platz von Gott. Dass du Gott so sehr erachten, dass du den fertig hast. Ich kann wissen, was vielleicht mit dem, was ich will nicht sagen, dass das wirklich den, was ich esse, aber in einem Minuten nur hast du sehr, sehr, sehr viel Zeit. Und du nicht fertig sehr hochachten. So würde das du die in der meisten Zeit spenden. Der Feind, weil sein die Welt, was er unter beiden hat, das ist sehr viel. Und er prüft uns von den Weich raufzukriegen, wie sein Zeit ohne sie spenden, sodass wir Gott nicht für einen reichen Platz geben. Der nächste Ding, was ich abbrechen, das ist Sauberie.
Das ist, was eben sagen würden sein, das meint Hexen. Das ist Magic oder so wieder. Aber wenn wir das wird dann nur sein, in der griechischen Sprache, das wird, was der Rohan gebraucht als nur Drugs brauchen, als nur Hexen. Das ist die Zeit, als Paulus hier ram, ist heute, Paulus in der Zeit, als er ramgehen in all die Kirchen und so, du wirst viele Sachen begegnen dort, wo du dann von die Dinge ausüben und davon kommen her von diese Drugs, was die Menschen angeben, dann gibt es alle Sorten interessant. Und einmal Leute dort nur Hexen, vielleicht was sie deuten, aber das kommt her von Drugs. Das wird, was die brauchen, ist, dort dient nur Pharmacy. Pharmacy, was wir hier können, das ist eine Stufe, die kostet alle Sorten Pillen und so wieder holen. Und das ist alles gut gemeint für uns. Aber das wird, das meint auch noch schlechte Drugs und so wieder. Und das ist von was hier reden wird. Dort wir uns Zeit angeben tun, mit alle Sorten Drugs, was unser Verstand und Anklaren helfen tun. Dass wir nicht sogar klar denken können. Das nächste ist Feindschaft. Als andere schlecht leiden kann. Als du noch mal eine Person für die, bei der Arbeit, in der Familie, Freunde oder was immer, und sagst, oh, da kann ich bloß nicht leiden. Und dann, wenn was passiert, was nicht gut ist, sagen, das ist fein, ich habe das mal gelehrt. Feindschaft ist ein bisschen den Weg. Wenn du sagst, man, der Person kann ich bloß nicht leiden. Und alle Sorten Grube wird vielleicht brauchen dabei, aber das Feindschaft, das meint, das, was die Welt die unter beiden hat. Und einmal, ich will nicht sagen, dass jeder Mensch vielleicht gleich viel Leid verdient hat von jeder Person. Aber so gehasst sein, über wem, dass man das nicht leiden kann. Also, so voll Hatred ist. Jesus sagt, wenn du den Bruder hassen das, dann ist das alles, wenn du hast wem dort gemerkt. Feindschaft. Das ist ein Ding, was die Welt dir anbietet. Oder Streit. Das nächste. Man muss reich sein. Kann jede Person, was so das? So ist der meisten don't, was dann für eine Verteil angehen hat, aber der muss reich sein. Und er wird streiten, solange du reich ist, als ein don't, wenn du anfängst zu streiten, wegen was für eine kleine Brühe das hier ist, aber ich spreche mit streiten, ist das eine rote Flur, aber das ist doch reich. Einmal bloß auf streiten sein, einmal muss reich sein. Maar ich bin streiten blijven, wenn du gut weißt, oh, ich bin auch reich. Aber ein klein bisschen rumdrehen, dann wird ohne zu mitnehmen, der kann doch wieder reich sein. Bloß einmal abstreiten sein, einmal wollen reich sein. Habsucht, das ist ein interessantes Wort. Habsucht. Das ist, was von dem Feind kommt, das meint, wenn du begierig bist. Ich heb ook met meer andere dingen wat we vielleicht auch mit von geredet haben, aber es ist niemals genug. Einmal war ich mit mehr. Und für den ganz reichsten Mann, was in der Stadt ist, in einem Interview haben sie ihn gefragt, wie viel Geld wird genug sein? Da hat er ein klein bisschen gegeben und gesagt, oh, das ist ein klein bisschen mehr. Vorher sah für mich, als was der total ging, aber ich glaube, ein klein bisschen mehr, da wird dann genug sein. Aber es bleibt immer ein klein bisschen mehr, wenn du das Hauptsuch hast, das meint, du siehst immer mehr, das ist nicht in Zufrieden sein damit. Aber niemals genug. Immer wollen mehr, immer, wenn der Nächste vielleicht eine feine Koch hat, dann will eine bessere. Wenn ein feinen Trag hat, einen besseren Trag. Wenn ein feines Haus hat, dann will ein gratis. Immer mehr, immer begierig sein. Der Nächste, das ist eine Wut, leicht dull worden. Über alles. Immer eine Wut haben. Immer eine Wut mit sich tragen. Menschen, die einfach sagen, oh, das ist der Dollar. Dus de dalen, oh, dat war der Dal sein. Immer eine Wut mit sich haben. Das ist nicht ein Ding von Gott, das ist, was die Welt unter beiden hat. Oder nur sich sein. Bloß, das soll sein, so du das gleich, so du das was, wann du das was, und so du das was. Das soll dann don't, wenn er sagt, für irgendwas will, irgendwas gut ist, das soll so sein, als ich das gleich. Da kann nur Trouble anrühren mit einem seiner Freund, mit einem seiner Ehepartner, mit einem seiner Kinder bei der Arbeit. Wenn alle Wehen soll es einmal korrekt eingestellt sein, dass ich das will.
Wo fans haben sie allerlei mir zu Dank leben. Ich bin auch gleich dort nicht. Das wird mein Musik sein. Alles soll immer nur die gehen. 1. Korinther 10, Vers 24 sagt, wir sollen tun, was den Nächsten gut tut, nicht bloß nur die Salzketten. Das ist nicht ein gutes Ding. Nächster ist Sang mit Menschen feten oder immer jagen. Immer nur jagen sein. Stell dir vor, ankommen und als jeder mit Striden macht, aber jetzt noch mit ihr aus Striden. Striden ist bloß mit so von Buben Eva. Jagen ist wirklich da und nicht wird jagen, feten. Spulerie. Weil wir sagen, das wird mir zu sagen, von dir, wenn irgendwas sein unterrichten, und du gleich hast eine gute Idee und die andere Person gleich auch, dann haben wir proben, so viel es kostet, auf deine Sieg kriegen, so die wollen an deine Sieg sein. Das sind dann, wenn 100 Menschen sagen, wenn ich wenigstens mehr als 50 auf deine Sieg kriegen, dann kriegst du, was du weißt, und dann spielt einer dort. In der Kirche passiert es dann auch, wenn wir hängen, ein bisschen hängerig rumgehen, oh, sie, diese Person gleich nicht. Aber wenn die vertalen, das gleich nicht. Ich glaube, wenn die das. Und am Anfang, Menschen davon zu vertalen, sagen sie nicht, wenn ein klein bisschen kann, eine Spülung merken. Und das sind Menschen, die nicht mit Fleet. Das, was ich hier von reden. Das meint nicht von, dass du, ohne dass du gewusst hast vielleicht irgendwas gesagt oder so. Das meint, sonst diese Dinge, das, was die Welt unterbeiden hat, das, was die Person anscheinend hat. Wenn du irgendwas kann sagen, dass du eine Spülung hast, dann hat er eine Freude und du sagst nicht checken. Sagen wir alles, was Jäwen. 21. Vers sagt er oft ganz. Immer oft, das ist ein bisschen snusig sein, oder ein bisschen was, ein bisschen habsüchtig, ein bisschen snusig sein, vielleicht über oft ganz, das ist noch ein bisschen aller, dass es niemals nicht, dass du dann, wenn du das hast, wenn du nächstes was Besseres hast, aufjanstig sein. Und er hat Ferien von so, wenn wir, besonders mal ganz Teacher, wenn der ein Teacher sich hat ausgefigert, was nu, was mit das, wo ich anfange mit Geld merken, oh, was habt ihr getan? Wo kann ich denn denken, ich kann lieber diese schwere Dinge verkaufen, mir merken, dass wir das auch davon kriegen. Aufjanstig sein. Na, wenn ich die nächste Mal kenne, dann sage ich aufjanstig, da habt ihr nicht überlegt dort. Da kann auch alle Sorten interessant verkommen ans Leben. Da kann auch sein, dass wir ein Haus zum Vater, Familie und so weiter. Aber in 2. Mose 20, Vers 17 sagt er, Lot, nicht das Jankern, was er nur behalf. Sein Haus, nicht seine Frau oder sein Arbeiter oder Kirche oder Ass oder Esel oder irgendwas, was er nur bei sein Ass. Das ist das Tiende gebaut. Laut die nicht jankern, das war hier oft ganz was für das Ass. Was immer die Nächste hat, immer aufjanstig sein und dort wollen wir was haben. Dann steht er nur bei das Jan. Mord, der meint wirklich, wem Dope merken, aber das Geist ist, wenn du wem hast gehasst, dann hast du also, dass wenn du in den Hort all hast, wem Dope gemerkt. Johannes 3, 1. Johannes 3, 15 sagt er, wer sein Bruder feind als ein Mörder. Jesus, der fällt dabei bringt, nach das, was das hier so üblich wird, aber der nächste ist Süben und Freten und so was mehr. Süben ist schon noch klar. Das kann die meiste von uns vielleicht ein bisschen alle verstehen, aber das meint noch mehr als bloß starke Süben. Da kann irgendwas sein. Ein Mann, der muss eine Rehab, wenn er 6 Liter Coke am Tag. Und dann wird bloß, das ist viel zu viel für eine Person, so viel ansüben. Aber das kann irgendwo lauten, allgemein Asset süben, als wegen starke Trinken. So. Und du kannst vielleicht gleich nur kicken und sagen, oh ja, ich weiß ja noch, das ist ein Super, der hat so. Und dann sage ich, süben in Freten. Freten würden vielleicht sehr von mir von uns passen down aus süben, aber wenn du so viel essen, dass dein Buch überfallen ist, dass dir nicht mehr gut fallen ist, dann hast du zu viel gegessen, dass dann jetzt auch eine Freten haben. Das kriegt so euch aus all den anderen Dingen, was wir jetzt gelesen, was die Welt unterbeiden haben. Süden und Freten sind alle in der Rede. Und wir müssen uns kontrollieren. Aber ein guter Ding ist, für all das, was die Welt unterbeiden hat, Jesus hat eine Antwort.
Hij will mij en die von dir freisetzen. Das darf nicht wieder gehen, als hier so kriegt nu. Jesus will nu mij en die freisetzen davon. Hij hat uns einen Helfer geschickt, das Reich. Er sagt zu mir und die von dir, als dass du die bekehrt hast, oder die noch niemals nicht hast hingegeben zu Jesus. Er sagt von dir zu mir und die, ich war die Rüt halten, ich war die freisetzen, dass es Zeit, dass du abstehst, der Rüt kommt, in Friesen. Der 22. Vers sagt, den Geist seine Frucht als Läwen, Fried, Geduld, Freundlichkeit, Goutgesonnen sein, Glauben, Gelindigkeit, Selbstbeherrschung, gegen so eine erst das Gesetz nicht. Wenn du Jesus Christus annimmst als dein persönlicher Herr, und das sind dann die Frucht, die von Anfang rhythmisch arbeiten von dir. Hier ist eine Antwort für mich in die. Und den Geist seine Früchte sind alle gut. Ich will nicht viel Zeit an das sparen, aber Johannes 11, Vers 41 und 45, du weißt mit nachgehen mit jener Bibel in Hand, da ich glaube Johannes 11, Vers 41. Hier ist Lazarus als gestorben, wird sein Freund. Sie haben all wem geschickt, die sollen am kommen sein, hey, dein Freund ist krank, komm schwen. Und er sagt, er wird noch ein bisschen länger wachen. So ist Jesus sein Freund, Lazarus, als er gestorben. Und dann stoppt Jesus in das Bild an. Das ist für mich und die von dir kriegt so wichtig ist, was dann gerettet wird. Jesus sagt zu dir, erstlich, er ist gestorben, er ist ganz eingewickelt all, er ist im Grab und hat den Stein aufgehört. Jesus sagt, das nimmt den Stein mal fort. Einmal denkt, wieso, vielleicht von uns selbst oder von anderen Personen, das ist bloß all zu laut. Es ist zu Graf, es ist zu euch, es ist zu laut, hier geht nichts mehr zu tun. Wenn Jesus erst in das Bild anstoppen hat, er sagt, wir erst mal den Stein aus dem Stich. Du bist noch nicht zu schlecht gewesen, du hast noch nicht zu euch gemerkt, noch nicht zu viel Fehler gemerkt, dass Jesus nicht von dir dort rautraten, dass er Lazarus hier das Grab hat. Wenn du auch so zu sein, vielleicht tot bist in deinen Sinn, dass Lazarus hier tot im Grab wird. Jesus hat der Reich, der hat der Kraft, zu mir und die von dir zu sein, komm der Rüt. Steh ab. Wenn du die Stimme hörst, dann musst du gehorsam sein. Der 41. Vers, Johannes 11 sagte, dann nehmen sie den Stein weg. Und Jesus guckt nach und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich gehört hast. Ich weiß, dass du mich immer hörst. Aber wenn das Volk, das an mich steht, sage ich das, dass sie glauben kann, dass du mich geschickt hast. Als Jesus das gesagt hat, darauf hat er mit einer lauten Stimme gesagt, Lazarus, komm raus. Das Mann wird feiern der dort im Grab. Euer heute sie sollen aufmerken, die sagen, hey, das ist so feier der Beine was, den stinkt all. Jesus sagt mit einer lauten Stimme, komm raus. Land am Binom. Und sagt er, in der gestorbene Mann kam raus, häng in Feit, mit Graflerkes bewickelt, in ein Schweitdürk über das Gesicht gebogen. Jesus sagt an, die Menschen, die daran waren, leist am alles auf und lut am gehen. Wenn du glauben das, dass Jesus ist, wer er sagt, er ist Gott sein Sehen, er ist gestorben für mich und die. Und wir tragen dann den 40. Vers, Johannes 11. Er sagte, dann wirst du von dir, Gott seine Herrlichkeit sein. Wenn du das glauben das, wenn du die Hand geben das, dann wirst du seine Herrlichkeit sein. Und dessen war er wird die leisen, von was du mit beschluft bist. Er sagt zu dir, komm, du Rüt, und die Leute leisen von all den Dingen, was die angewickelt sind, wo du mit fast bist.
Wenn du auch also go auf geluten, dass du bist dort in deine Sinn, hast all die Groflerke, sie liegen ganz mit anwackeln. Menschen rundum glauben, vielleicht glaubst du selbst, es ist zu laut, zu euch, kann nicht. Jesus sagt, er hat der Reich und er hat die Kraft, er sagt, komm, du Rüt. Lass los von all diesen Dingen, was die angewickelt haben, was der Feind unterbeiden hat, was die Welt anbeiden hat, um die Sachen von dem Weg raufzukriegen. Er sagt, lass die von all dort. Das kann Jesus tun für dich. Das ist Jesus das sein, das dann tun sie dort. Das ist nicht, dass du die selbst kannst entwickeln und dann frei sein. Das sagt Jesus, er sagt, lass am und lass ihn gehen. Römer 10, Vers 10 und 11 sagt, wer von Herzen glaubt, wird gerecht. Wer mit dem Mühl bekannt, wird seilig. Der 11. Vers sagt, der Schrift sagt, wer immer und arm glaubt, wird nicht zu schon werden. Wenn Jesus die rütropen dat und frei merken dat, dann bist du frei. Du kannst nicht eindenken in diese Welt, kann du jeden schaffen. Wenn er sagt, komm du rüt, und die lösen das von den Dingen, die festhalten, wo du mit versklavt bist, dann bist du frei, wenn Jesus hat gesagt. Du kannst kein weltliches Ding, keine Feind, kann du gehen. Wenn du sozusagen dort bist in deinem Sinn, und vielleicht wirst du hier sagen, oh, das stinkt all. Laut den Tag, das wird auch stinken. Wenn Jesus euch schnell stoppen, dann kann Leben trägen. Er sagt, komm, du Rüt. Was sind dann, wenn die Menschen rundum alle sagen, das ist zu laut, habt ihr euch gemerkt? Wenn Jesus euch nicht Bild anstoppen wird, er hat die Macht, die Kraft und er kann. Hörch nicht die Stimme nicht, die sagen, ich weiß nicht, wo jeder ein von ihnen ist. Ich weiß nicht, was in ihrem Hart angeht. Ich weiß nicht, mit was ihr gepflegt sind. Ich weiß nicht, mit was ihr versklavt sind, wo ihr mit schaffen dann, wo ihr gleich von Rüte kommen. Aber wenn ihr hier dann von der Jesus anklappen und sagt, komm, der Rüt. Von der aus Gelegenheit, von der aus der Tag von Not. Jesus ist gekommen, Leben zu geben, nicht bloß, dass wir kann leben, aber wir können Fall abhauen. Der beut mir in die Ohren von der aus der Tag von Not. Und wenn Jesus sagt, leist am und lut am gehen, dann bist du frei von alles, was die mit verbunden ist. Johannes 8, Vers 34. 36. Jesus sagte an, ich sage Ihnen die Wahrheit. Mich freut es immer, wenn er das vorab sagen wird, wenn alles, was Jesus sagt, als Wahrheit. Aber hier meint er, das geschieht hat. Sie sagen aufmerksam nicht. Er sagt, ich sage die Wahrheit, wer du sündig, ist an der Sinn versklavt. Dann sagt er, ein Sklav bleibt nicht ewig im Haus, der sehen, aber bleibt ewig. Ich will Ihnen sagen, von der, wer sich hingeben wird, zu Jesus Christus, Gott sehen, am annehmen, der das persönliche Herr und Heiland, dann bist du eine Sohn oder eine Tochter. Er sagt, der Sklav bleibt nicht immer im Haus, aber der Sohn, der bleibt ewig. Das 36. Vers noch einmal sagt, du werden, wenn der Sohn ihn frei macht, sind sie wirklich frei. Du hast keine Gewalt, was kann immer Jesus in die Welt kommen sein, vielleicht doch nicht wegen das. Wenn der Sohn ihn frei macht, dann sind sie wirklich frei und dann sind sie auch mit einem Glück geteilt, so zu sein, als ein Sohn oder eine Tochter von Gott. Und er sagt, der bleibt für ewig. Vielleicht hast du Gott angefangen in dein christliches Leben und fängst vielleicht an mit viel Mut und was alle Menschen davon vertellen. Und so wie gesagt, vielleicht wird ein bisschen naht, so weit wird vielleicht was Tränen sind angefallen. Vielleicht hast du ein gutes Verlangen gehabt, für Gott zu arbeiten und sein Wort zu verspreiten und alle Menschen davon vertellen. Und
dag met de tijd, vielleicht mal geworden, oder vielleicht als auf der Welt mal unterbeiden gehört wird immer und hast vielleicht abgehittet damit. Jesus sagte die auch von dir, komm, du Rüd. Was immer der Feind die hat versucht zu bereden, Jesus ist starker. Er sagt, komm, du Rüd. Wenn er die lesen dat von den Dingen, dann bist du wirklich frei. Alle Dinge, die vielleicht best verbunden warst, versklavt. Noch einmal die Sachen da ist der Fall. Du weißt, wenn die sehen, jemand frei merkt, sind die wirklich frei. Mein Wunsch und Gebet für jedem einen wird sein, nicht nach einer Minute länger zu können lassen, wenn es fehlen wird, an ihr Leist zu werden von diesen Dingen. Jesus kann das tun, kriegt nu von dir und hier. Das darf nicht nach von hier so gehen oder fahren mit der Lösung in uns haben. Wenn das fehlen wird, wenn irgendwem das fehlen wird, blieb drei wieder wahrlich mit ihnen zu beten und wiesen von der Schrift, was das meint, frei zu sein, was Gott wirklich getan hat, was er meint, wieder wahrlich mit ihnen wiesen von der Schrift und auch mit ihnen zu beten, sodass sie nicht dürfen, wegfahren von hier, wundern, wo ich mit das nochmal gewinnen kann. Jesus hat zu dir gesagt, kriegst du es zur letzten Zeit, komm, der Rüd, und lösen von all das, wo man versklavt ist, und dann wieder mit der Freiheit von Jesus leben, dass wir nicht mehr dürfen in den Sinn leben. Wir wollen zum Schluss noch beten. Himmlischer Vater, wir kommen noch einmal für den Angesagt von der Smart, wir wollen uns bedanken von Herzen, Herr, dass du den Sehen hast geschickt, dass wahrlich und freiwillig für uns und den Kreuz ging, dass du gestorben hast für jedem einen von uns, so dass wir können den Sehen oder Dachter sein, dass wir können frei sein von den Dingen, die uns so fern proben anzuwickeln, der Sinn, der uns probt festzuhalten, der uns probt unfruchtbar zu machen. Doch du hast den Sehen geschickt, krieg du ab, dass wir können frei sein. Und er uns auch frei gemerkt, dass wir dann wirklich frei sein. Und du hast jedem einen von uns gesagt, komm du Rüd. Und lass den Sinn du lehen. Und folg mir noch. Dankeschön, Herr, für all das, was du in dein Wort hast für uns. Aber ich finde es Maris, wirst du das verschlagsam merken, ab jedem einen von uns Horten, so dass wir das ernst nehmen, dass wir unsere jährliche Ohren wollen aufbauen und horchen, was du jedem einen von uns persönlich sein lässt. Was immer das muss sein, wo wir mit versklavt sind, dass das groß ist oder klein, aber wir auch wollen handleihen, bedienen feit, und von du wieder gehen uns in eine freie Person. Wirst du jedem einen rechtlich sehen, durch Jesus in Namen. Amen.